So, 1, 2, 3, 4, 5. Guten Abend am Pisa. 5 verschiedene Schosseln für 5 verschiedene Methoden, wie in den Grill aufhängt. Dann so richtig Grillmeister, die machen das natürlich mit Holzkohlen. Und das ist auch egal, wenn den Fanger Giftschwarz kriegen. Ja, und dabei muss ich sagen, dass für so einen Kohlegrill umzumachen, brauchen egal wie immer Geduld. So ein Kohl braucht einfach eine Viertelstunde mindestens für umzugehen. Wir testen bei diesen 5 Methoden aber, wie die erste Methode ist. Wir testen aber auch, wie eine Methode am meisten Dampf mischt und wie am meisten aufwendig ist. Und an den 5 Schosseln, die ähnliche Schosseln sind als immer, selbicht viel Kohl und das auch immer die selbicht Kohl aus dem selbichten Sack. Das Einzige, was wir noch brauchen, das sind 5 Grillexperten. Methode 1, Scouts-Methode. Wir machen ein Mini-Lagerfeuer auf der Kohl und da geht die Kohl großflächig erhitzt und da geht Feuer am besten hin. Methode Nummer 2, den Physiker. Sind ich froh, dass ich Einstein spielen darf. Salut. Durch diesen genialen Rohr nutzen wir den Kamin-Effekt perfekt aus. Durch die Hitze entsteht eine Strömung und die saugt permanent frische Luft von innen ran nach oben. Und dadurch wird mein Feuer die ganze Zeit frisch gefacht. Methode 3, den Chemiker. Wir holen Brennspiritus und den schütten wir über die Kohlen. Die müssen natürlich ein paar Minuten anziehen. Mit der brennenden Kohlen besonders gut. Methode Nummer 4, die chilenische Vulkanmethode. Hierfür brauchen wir just Zeitungspapier und eine Flasche Bier zum Beispiel. Und da wickeln wir den Zeitungspapier rundherum, machen es fest und dann türmen wir die Kohlen wie ein Vulkan rundherum ab. Und zum Schluss ziehen wir die Bierflasche raus und dann haben wir eine Zucht Kamin in der Mitte, den wir mit einem Stück Papier einfach aufhängen. Und das ist die beste Methode. Methode Nummer 5, den Pyroman. Und mit der Methode bloß nicht Feuer an ihr Feuer an der Schild. Ja, vom Aufwand hast du schon mal sicher voll, gebe ich so. Okay. Die chilenische Methode hat so ein bisschen gepidelt für den Turm aufzubauen. Aber bei den anderen? Joseph, du musst mir just noch erklären, für was du bei der Scouts-Methode Feuer von oben aufhängst und nicht von innen. Das hat einen ganz speziellen Grund, und zwar den, dass das Feuer dann viel mehr dämmt. Guck mal, wenn ich hier so ein Ding aufhänge, und wenn ihr das durch die Thermografiekamera guckt, dann seht ihr, dass innen bei einer Flamme am wärmsten ist. Voilà, wenn das auf der Kohle liegt, dann wird die Kohle erhitzt und da verdampen aus der Kohle Gasen raus, und die gehen dann direkt an der Flamme verbrannt. Und das ist dann eine relativ gute Verbrennung. Wenn die Kohle aber oben drüber liegt, dann geht lange Zeit die Kohle nicht mehr erhitzt. Erstens brennt die Flamme dann nicht so gut, und zweitens verdampen eine ganze Kopf Substanzen aus der Kohle, die auch viel Dampf machen. Das heißt, dafür soll ein einziges Feuer am besten von oben aufhängen. Okay, mit der Test im Fungel, wenn ich daheim ein Lagerfeuer machen oder Kamin aufhängen, ist eigentlich auch besser von oben. Das ist sicher besser, mit dauert ein bisschen mehr lang, aber du hast viel mehr proper verbrennen. Okay, der Tisch, da sind wir noch bereit, da können wir aufhängen. Genau. Ein Feuer, also ein Kohlegrill zählt als wenn mehr wie die Hälfte von den Kohlen mit einer weißen Eichenschicht überzu sind. Alles. Hui. Frisch Service, die du hast, mit einem Grill. Schon der Feuer umlaufen. Ich gehe noch ein bisschen rasten. Ne? Prost. Wéi eng vun dee 5 Methode war dann lo die best. Scouts-Methode mam Lagerfeuer, die awer viel Äsche mëcht. De Kamin, den zwar viel Dämm, da wann er well séier zit. Chemiker-Methode, die explosiv ugeht.
De Vulkan fir den e just de bësse paar Bayier brauch. Oder awer d Pyroman-Method, den Olivier den einfach alles gëtt fir d'Kohlen als echt unzekreieren. Am 6. mat 9 Minute war de Pyroman Olivier knapp 5 Minuten miséier wie de Kamein. De Spiritus läit knapp hannen runn. Skauser und Vulkanmethode hun nach 5 Minuten mi lang gebraucht fir unzugoen. Ja, die halten gesäit aus, wie wann es schon gut fir. Mir ha rich den aber nach immer de Spiritus. Du muss man a bisse werden. Punkto dann bleibt de Spirituse lang fir Pyroman heischneit de Kamein am schlechtsten of. Beim Opwander Material aus de Pyroman dann awer ganz hannen, wobei die aner Methoden an der Zomm ähnlich opwendig sinn. Also die 5 Methoden die hu geklappt. Ich gif so die einzige Methode, die ich net so gut fand, das die Spiritusmethode. Erstens, weil sie lang stinkt, an weil es auch die gefährlichste Methode ist, also das die Methode, wo die meisten Unfälle passieren. Und das auch da, wo die Assuranzen dann so, wann etwas geschieht, nicht zu viel Risiko ergangen, du überhole mir nicht. Aber was kann passieren, sogar mit einer eitler Spiritusflasche, das kann ich euch nur demonstrieren. Voilà. Ich hoffe, die sieht gut versichert. Also wie auf dem Mond, also was du nicht geflogen weißt, dass Spiritus kann gefährlich sein. Was schon noch eine 6 Methode, und das ist meine Favorite Methode. Das ist eine Kombination zwischen der Scouts Methode und der Physiker Methode. Das ist, wir fangen den Kamein fängt man von oben an. Du hast schon mal ganz wenig Stampfentwicklung. Wir benutzen trotzdem den Kamein-Effekt, der ist von innen immer neue Luft durchgeblasen wird. Der Tisch geht relativ sehr und dauert rund 5 Minuten mehr lang, wie wenn der Kamein von innen fängt. Nach etwas, was man so, dass man in den Grillkohlen aufhängt, da soll ich keine Kohlen holen, die schon alt sind und fisch, ich meine, das ist klar. Und aber auch kein zu viel Klang. Und dass ich immer noch so Kohlestüps dran hat, das gesagt, den gut, den so rein, so gibt einem das Feuer ersticken. Die Kohlestüps, den kann ich aber auf den Kompost geheilen. Das ist ein guter Füllstoff für den Kompost, ein guter Wasserspeicher. Dächen von der verbrannten Kohle, par contre, die sollen nicht auf den Kompost machen, weil du können sich Schadstoffe angereichert tun.